Hoi, jetzt haben wir ein paar Tage nicht gefilmt, weil Claudia und ich uns hat's verwünscht. Sie hat uns verwünscht und das hat uns recht verwünscht. Ich bin jetzt noch nicht fit, aber mir ist jetzt langweilig geworden nach wow, was ist es? Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, heute ist Dienstag, ja 5 Tage flach liegen, 4 Tage flach liegen. Ist langweilig geworden und ich habe wieder zurückkommen zum Wasserhügel, natürlich mein Lieblingsprojekt momentan. Darum gebe ich dir jetzt ein Update. Und zwar habe ich jetzt heute Morgen, das habe ich mögen, ein bisschen Totholz auf die Seite biegen. Und zwar zeige ich dir jetzt. Oh, das Totholz war da im Ecke gewesen. Und das hat eigentlich den Bach gestört. Also da ist früher der Bach durchgelaufen. Und jetzt läuft er wieder. Seht ihr? Das kommt von dort hinten. Ja, ich habe ja eine Abzweigung gemacht zum Teich runter. Und dann da über, wie das geht dann nachher ins Land über. Und da fließt aber, wie schon mal gesagt, der alte Wasserweg. Jetzt habe ich mal da freigraben. Wie einen Biber habe ich noch gestaut, aufgebaut. Ja, und jetzt fließt es wieder schön da um die Ecke herum. Klar, es jetzt einfach noch laufen jetzt, weil die Natur macht seinen eigenen Weg. Und Fena hilft natürlich mit. Ich bin richtig gespannt, wo das dann rauskommt auf der anderen Seite. Aber das lasse ich mich überraschen. Ich hoffe, dort wo es muss. Der Teich selber, der hat immer noch Wasser. Den Abfluss habe ich nachher gestaut mit einem kaputten Spaten, damit es mehr drin bleibt. Es hat kleine Risse gegeben, aber das ist alles gut. Bei so Teich und Biberbau kann ich sagen, geht es nicht nur darum, das Wasser fest drin zu behalten, sondern einfach das Wasser zu verlängern und über das Land zu verteilen. Weil dann sickert es im Boden rein, der Boden wird aufgefüllt, es verteilt sich unterirdisch, die Pflanzen saufen mehr, das Gras sauft mehr, alles wird grüner. Und es verteilt sich dann über die ganze Fläche. Also wenn es ein bisschen rinnt, hier und da, ist alles gut, weil das ist einfach Verteilung. Ja, ich würde am liebsten im Teich weitergraben, aber ich mag nicht. Ich mag wirklich noch nicht so gerne, wie ich würde. Ich würde sehr gerne, aber ich mag nicht. Aber ich zeige euch jetzt noch mehr. Hey, 1 Minute, 2 später kommt es wirklich dort raus, wo es sollte. So gut! Das Wasser will unbedingt, ich weiß nicht, seht ihr das? Das Wasser da wäre jetzt alles Teich, also das Wasser will unbedingt ein Teil vom Teich werden. Ein Teil vom grossen Holz, das ich dort aus dem Loch rausgegraben habe für den Bach. Den ich hier brauche zum Weiterstauen, also höhere Bäume zu bauen. Ja, das Wasser fließt und fließt. Da muss jetzt einfach noch mehr gegraben werden. Der Innen spinnt. Und der Abfluss wird dann wieder zugemacht da vorne. Weil es geht ja noch weiter, der Teich. Der Teich geht ja wirklich so drauf. Aber das ist ein anderer Tag, heute nicht. Da sieht man natürlich nicht, wie tief das ist. Aber ja, zum Teil ist es also schon ein bisschen tief. Und eben, wie gesagt, es hebt und hebt und hebt. Gehen wir mal rauf zu den anderen 2 kleinen Teichen und die Wasserfälle laufen jetzt. Also es hat sich etabliert, der Fall, kann ich euch sagen, in den letzten paar Tagen. Und gell? Wir haben gerade eine Hitzewelle, also das heisst kein Regen. Eine Dürre eigentlich, aber ich sage euch, es wird alles grüner. Da ist die Kreuzung und links weg, von mir aus gesehen, oder von uns aus gesehen, geht es da weg. Seht ihr, fließt schon so richtig fest. Richtig weiteres Land. Und rechts weg
schreit nach Arbeit und sagt: Colin, grab mich weiter. Aber es verteilt sich einfach schön. Und dann ab im Teich. Aber die Blümchen, die haben Freude, dass es da so Wasser gibt. He? Ohne Kommentar. Da könnte ich schon fast wieder grösser machen, den Teich. Vielleicht mache ich das, wenn ich dann wieder mag. Einfach so ein bisschen, da noch ein bisschen rausnehmen. Für die hinteren, da ein bisschen tiefer. Kann vielleicht nicht schaden, oder? Was meinst du? So, das wäre es vom kurzen Update. Ich muss wieder schlafen. Wirklich effektiv. Es ist so ein Dreck. Nicht der Dreck im Boden, nicht im Dreck im Fluss, sondern es ist eine Dreckskrankheit. Und ja, kommt nicht raus. Aber trotzdem, das Wasser fließt. Ah, was für ein Genuss. Also zusammen, gut in dem Sinn, gute Besserung. Schönen Tag. Geht ins Wasser in dieser Hitze, geniessen es, es ist Sommer, essen viel Glasse und ja, bleiben gesund. Und ich werde wieder gesund und dann grabe ich weiter, versprochen. Also nächstes Video wieder ein bisschen grösser mit ein bisschen Fortschritt. Gell? Tschüss!